Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, erstmal kurz vorab die Info. Ich habe ja bisher immer sonntags um 12 Uhr das Ganze live gestreamt und wir haben so die Woche vom FC Bayern so ein bisschen bequatscht. Das werde ich jetzt erstmal wieder ändern, weil ja die Resonanz einfach nicht so da war. Von daher werde ich es wieder so handhaben, dass ich es nach dem Spiel direkt mache, gerade jetzt bei der Anzahl der Spiele. Weil wenn wir irgendwie Mittwochs spielen und ich dann sonntags einen Talk mache, habe ich das Spiel auch nicht mehr so wirklich im Kopf. Und von daher werde ich es erstmal wieder so handhaben, dass ich ja, zeitnah nach jedem Spiel so einen kleinen Talk aufnehme, meine Meinung zum Spiel. Und ich werde es dann so handhaben, wenn mal irgendwelche Themen sind. Ja, wenn es mal wieder so um die Themen Transfer geht oder wenn sonst einige Themen sind, die einfach mal da sind, kann man einfach mal so zwischendrin so einen Livestream machen dazu, was ich dann vorher ankündigen würde. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir rein. Gestern das Spiel gegen Lokomotive Moskau. Ja, bevor ich ein bisschen was erzähle, denke ich, gucken wir uns erstmal die Statistiken an. Ne? Ja, 2-1 gewonnen. Sehr schwer getan, wenn wir uns mal die Statistiken angucken. Ballbesitz 64%. Abseitsstellung 2,5, Forwards 11, 15, Zweikämpfe 58, 7, 41, 3. Ist relativ wenig, relativ schlecht. Sonst sind wir immer so bei 50-50. Schüsse gesamt 15:19, Schüsse aufs Tor 6:5, Ecken 4:4, Flanken 13:23. Ja, man sieht schon, dafür, dass sie so wenig Ballbesitz haben, sind sie bei den Schüsse aufs Tor sogar ein besser, bei Schüsse insgesamt auch nicht viel weiter hinter uns. Gut, gewonnene Zweikämpfe. Auf unserer Seite Lewandowski 5, Goretzka 5, Hernandez 5. Wenn man jetzt mal sieht, dass Goretzka zur Halbzeit raus ist, sagt das schon viel aus. Wenn wir hier bei Lokomotive Moskau mal gucken, also wie ihr seht, ist da schon einiges mehr. Ballkontakte, Kimmich 98, Hernandez 92, Alaba 86. Gefault worden, das interessiert uns nicht wirklich. Schüsse insgesamt, Levi 4, Kimmich 3, Koeman 2. Und Torschussvorlagen, Hernandez 3, Kimmich 3, Müller 2. Gut, so viel mal zum Thema Statistiken. Mach mal hier ein bisschen dunkel, dann spiegelt das nicht so. Ja, ist jetzt aktuell meine Blaulichtfilterbrille nur, ja, also da, deswegen spiegelt das gerade ein bisschen, wird in Zukunft auch anders sein. Ja, was ist zu sagen zu dem Spiel? Ich denke, wir haben uns sehr schwer getan. Ich habe leider auch nicht alles gesehen, weil ich natürlich auf Arbeit war. Ich habe Mittagsschicht, aber den großen Teil habe ich gesehen. Was ich gesehen habe, wir haben uns sehr schwer getan. Erste Halbzeit ging es sogar noch. Erste Halbzeit war noch okay. Zweite Halbzeit war gar nichts mehr. Ne? Also extrem schlecht, muss man einfach sagen. Nach vorne hin ging es immer noch. Klar hätten wir den Sack schon viel eher zumachen. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Chancen hatten wir, ja, jetzt nicht in Überfluss, aber wir hatten ein paar Chancen, die man hätte machen können, müssen. Erste Halbzeit war, glaube ich, noch der Pfosten von Koeman. Den kann man halt auch mal reinmachen. Zweite Halbzeit hatte Kimmich das Ding. Ich glaube, Martinez hatte nochmal so einen Kopfball, aber der war jetzt auch nicht so wirklich, das war wirklich keine große Chance. Ansonsten der Elfer, ja, der dann abseits, was vorher abseits war. Okay, war abseits, ne? Da seht ihr schon, wir haben jetzt nicht so viele Chancen rausgespielt. Wie sonst. Ja, und hinten war es einfach schlecht. Ne? Hinten war es wirklich einfach schlecht, das muss man nun mal so sagen. Auch Martinez, wo er reinkam, hat keine Stabilität reinbringen können. Man hat gemerkt, wo Goretzka weg war, halt, dass es schwierig war. Obwohl ich das jetzt gar nicht so nur an seiner Personalie festmachen möchte. Generell hinten war einfach die Abstimmung war für den Arsch. Ja? Ich weiß nicht, ich möchte nicht immer auf dem Alaba rumhacken. Gestern waren alle schlecht, auch der Süle war schlecht. War für mich der Hernandez noch der einzige
einigermaßen Lichtblick, obwohl er halt auch da auf seiner Seite immer nach hinten war, er auch nicht so sattelfest. Ja, keine Ahnung, ich habe es in den letzten Streams schon gesagt, ich hab da ein bisschen Unverständnis für, warum die beiden Spieler da hinten positionsverkehrt spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Also der Hernandez wird definitiv stärker auf der Innenverteidigerposition sein und der Alaba definitiv auf Außenverteidigerposition. Wenn man gestern gesehen hat, so der Hernandez hat halt schon Probleme gegen schnelle Spieler auf der Außenbahn und ja, das hätte der Alaba halt nicht. Ich weiß nicht, was der Hansi da im Schädel hat. So stark war der Alaba jetzt auch nicht in den letzten Spielen und auch gestern wieder Stellungsfehler, Alter, die du dir als Innenverteidiger eigentlich nicht erlauben darfst. Da konnten wir echt froh sein, dass die Russen so unfähig vom Tor waren. Ja? Also normal hätten wir gegen eine gute Mannschaft, hätten wir gestern wieder wie in Hoffenheim, hätten wir wieder 4 Stück kassiert. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, die haben da schon, teilweise haben wir schon extremes Glück gehabt gestern. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich sag das erst seit 3 Wochen. Aber der Alaba wird halt auch nicht besser, ne? Gefühlt bringt er keine Stabilität da hinten rein. Gefühlt bringt er alles durcheinander. Was sonst noch immer einigermaßen oder was sonst immer sehr gut geklappt hat, war die Abseitsfalle. Auf das Kommando vom Alaba hin. Das ging gestern auch gar nicht. Ja, ich bin gespannt, wann der Flick das mal einsieht und wann er endlich mal den Hernandez dahin stellt. Weil der Hernandez war gestern auch wieder so der Einzige, der dagegen gehalten hat, gefühlt in den Zweikämpfen. Wie gesagt, er war auch schwach nach hinten. Ja, er hatte auch immer zwei Leute gegen sich hinten. Der Mittelfeldspieler Coman, wer zuerst da gespielt hat, ich weiß gar nicht, wer später, der Costa. Ja, haben nicht wirklich ihn da hinten entlastet, wie ich fand. Generell die Rückwärtsbewegung war gestern schlecht von uns. Ja, ich meine gut, wir wissen es, oder ich habe es ja schon beim Hoffenheim-Spiel gesagt, wir werden diese Saison mehrere so eine Spiele sehen. Auch wenn wir jetzt die letzten Spiele ganz gut drin waren. Ja, ich denke mal, wenn man da noch einen Tag vorher zu Hause trainiert, dann da schnell hinfliegt, dann da spielt. Und das ist alles auch nicht so einfach, ne? Und dann direkt wieder in der Nacht zurück und so eine Geschichten. Und mit Sicherheit wird man den Gegner jetzt auch nicht so ernst genommen haben, wie wir Atletico Madrid genommen haben. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Und von daher, ja. Arbeitssieg, wie man so schön sagt, Mund abputzen, mitnehmen. Allerdings muss man halt die Schwächen, die halt da waren und die überflüssig waren, ja, einfach abstellen. Ja. Wir hatten das Spiel eigentlich soweit im Griff, erste Halbzeit, wie ich fand. Klar, in der Anfangsphase hatten die direkt eine Riesenchance, ja. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit komplett durchgezogen. Also was da hinten gespielt wurde. Wie der Franz Beckenbauer immer so schön sagt, war schülermannschaftsmäßig und da muss man auch keinen rausnehmen. Ja? Der Hernandez war auch überfordert nach hinten hin, muss man ganz klar sagen. Nach vorne hat er mir einigermaßen gut gefallen. Aber er war für mich immer noch so der irgendwie, ja, der sich am meisten Mühe gegeben hat, der sich reingehauen hat. So beim Alaba, weiß ich nicht, habe ich ja auch letztens schon gesagt, er stellt immer nur den Gegner zu, geht dann nicht im Zweikampf rein. Ja, weiß ich nicht. Es ist für mich mit der Leistung oder der Form, die er aktuell hat, ist er kein Innenverteidiger für mich. Ja. Wir haben so viele Innenverteidiger, die das Umlenken besser machen. Da hätte es auch einen Boateng da hinstellen können. Ja. Boateng war bockstark im letzten Spiel. Ja, der Davies ist nun mal verletzt. Warum spielt der Alaba nicht wieder linker Verteidiger, dass wir da wieder Speed auf der Bahn haben? Verstehe ich nicht. Also, da tut man der Hernandez auch keinen Gefallen, obwohl er es noch gut macht dafür. Ja, muss man auch mal klar sagen. Aber da tut man ihm auch keinen Gefallen, Alter. Man beraubt beide Spieler einfach ihre Stärken. Und so langsam ist der Hernandez jetzt auch nicht, dass es nicht für die Innenverteidigung reicht. Schon gar nicht gegen so einen Gegner jetzt, ja. Aber da ist natürlich der Alaba die bessere Wahl. Er kann die Linie viel besser hoch und runter ackern. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie da Absprachen sind oder was. Ob da die Vertragsverhandlungen eine Rolle spielen, ob da irgendwie eine Absprache ist von wegen, jo, ich möchte dich gern als Innenverteidiger haben bei uns oder was, ich weiß es nicht, aber die letzten Wochen war es schlecht. Ja, war es wirklich schlecht. Gegen Frankfurt war es okay, da war auch der Alaba okay. Von daher, ja, möchte ich das jetzt auch nicht nur da an ihn festmachen. Wie gesagt, gestern war die komplette Abwehr oder komplette Rückwärtsbewegung war schlecht, zweite Halbzeit. Das sieht man ja auch schon daran, wenn schon der Javi reinkommt und selbst der Javi keine
Stabilität reinkriegt, sagt das schon einiges aus, was gestern los war. Von daher muss man das nicht so am Alaba festmachen, aber trotz alledem verstehe ich dieses Positionsgetausche nicht. Wo ist der Sinn, Spieler, der besserer Innenverteidiger ist, ihn Außenverteidiger außen hinzustellen und umgekehrt. Also, keine Ahnung. Macht für mich keinen Sinn. Bin gespannt, ob das so durchgezogen wird, die Saison. Ja, meine Meinung ist, man sollte das definitiv wieder tauschen. Und ich denke, der Hernandez wird da nochmal einen richtigen Schritt machen, was das anbelangt, weil er einfach viel zweikampfstärker ist wie der Alaba in der Innenverteidigung. Der weiß sich da ganz anders zu verhalten in der Innenverteidigung. Das geht dem Alaba so ein bisschen ab, wie ich finde. Was aber auch normal ist, er ist nun mal kein gelernter Innenverteidiger, ja. Und auf Außenbahn ist es nun mal so, dass du den Gegner eher zustellst, als wie dass du in den Zweikampf gehst und der Gegner durch ist. Das sehe ich in der Mitte. Als Innenverteidiger sehe ich das ein bisschen anders, wenn ich sehe, der Gegenspieler ist irgendwie am 16er und der Innenverteidiger geht dann nicht in den Zweikampf rein. Schwierige Sache. Auch das Stellungsspiel, das ist den letzten Spieler vom Alaba echt schlecht gewesen. Die Absprache mit dem jeweiligen Innenverteidiger, ob Süle war, Boateng war schlecht. Ja, war wirklich schlecht. Denke, da ist Luft nach oben. Und ja, wir schauen mal, ob der Alaba sich vielleicht wieder fängt, was die Position anbelangt. Generell, was auffällt, haben wir die Probleme, wenn Zuschauer im Stadion sind. Ne? Das war bei Hoffenheim so, das war jetzt so, auch davor ist das schon ein bisschen aufgefallen. Ja, und gerade da in der Abwehr fällt das auf. Ne? Wenn keine Zuschauer da sind, klar, dann kommen Kommandos besser an und so weiter. Dann spielt man vielleicht mehr auf Hören, ja? Weil wenn das Kommando kommt und so weiter. Wenn natürlich Zuschauer im Stadion sind, ja, kannst du das Kommando schreien, das hört der Außenverteidiger halt einfach nicht mehr, wenn du halt Innenverteidiger bist. Und ich denke, das wird ein Problem sein, weil das ist auffällig gewesen. In Hoffenheim war das so und jetzt auch gegen Moskau. Und deswegen sage ich ja, sollte vielleicht da ein gelernter Innenverteidiger hin. Die haben das halt einfach ein bisschen anders im Blut. Ist so mal zumindest meine Vermutung. Wir werden das mal weiter beobachten, wie das so ist. Ohne Zuschauer, mit Zuschauer. Aber auch vorne hat man auch gegen Hoffenheim gesehen. Ohne Zuschauer, man hört ja die Kommandos, die kommen. Ja? Ganz klar. Ja, und mit Zuschauer klappt das Pressing auch nicht so. Ne? Dann kommen die Kommandos auch nicht so an und das muss sich natürlich erstmal alles einfinden, ein bisschen, dass es halt auch einfach mal ohne die Kommandos, die man hört, klappt. Da muss halt jeder intuitiver handeln. Das war halt gestern auch alles so halbherzig. Ja? Es ist mal einer mal angelaufen oder zwei haben es dann versucht. Und dann waren zwei dahinter, die so halbherzig waren und dadurch, ja, sind Lücken gekommen und auch die Rückwärtsbewegung, wie ich schon sagte, war in meinen Augen für den Arsch. Aber klar, wir dürfen das alles nicht überbewerten. Ja? Das ist, wie ich schon beim Hoffenheim-Spiel sagte, wir werden diese Saison mehrere so eine Spiele sehen. Jetzt in Moskau ist es sogar aus meiner Sicht einigermaßen verständlich, dass das Spiel so gelaufen ist, weil der Gegner ist unattraktiv, die Reisestrapazen, die einfach da sind. Klar, es ist Champions League, da sollte man motiviert sein. Ja, war halt irgendwo nicht so oder die Reisestrapazen, ich weiß nicht, woran es lag. Aber auch die Einwechselspieler waren halt, sind verpufft. Ja, egal wer da reinkam, es lief halt auch nicht besser. Die haben sich die waren alle auf ein Niveau irgendwo. Der Einzige, der gestern rausgestochen ist, war der Kimmich. Das kann man ganz klar so sagen. Nicht nur wegen dem Tor, auch, ja, er war in der zweiten Halbzeit gefühlt der Einzige, der so ein bisschen geackert hat. Der Javi hat es noch versucht, wo er reinkam. Er konnte noch ein paar Akzente zumindest setzen, dass er versucht hat, ein bisschen rauszuschieben, ein bisschen die Bälle abzufangen, zu erobern. Aber ansonsten war das Kollektiv ausreichend. Ja, und wir können froh sein, dass wir so einen Gegner hatten, würde ich sagen. Gut, ich werde das jetzt auch wieder einführen, dass ich meine Benotung der Spieler raushaue. Von daher gehen wir das mal eben durch. Neuer kannst du nicht wirklich beurteilen. Er hat zweimal ganz gut abgefangen, die Bälle, von daher will ich ihm noch einen befriedigenden geben. Hernandez, ja,
war für mich jetzt auch, ob was, ja, eine 3 minus oder eine 4 plus, ja, irgendwo so dazwischen. Dasselbe würde ich beim Süle sagen. Alaba war für mich eine 4. Der ist ja wieder teilweise. Er hat zwei gute Szenen gehabt, erste Halbzeit, aber danach, weiß ich nicht. Er konnte da gar nichts organisieren. Er stand falsch bei Abseitsfallen und so weiter, hat mir gar nicht gefallen. Pavard war bemüht, unauffällig, würde ich auch so zwischen 3 und 4, also eine schlechte 3, eine gute 4, so wie bei Hernandez und Süle geben. Kimmich war für mich so der einzigste richtige Lichtblick, da würde ich eine Note 2 geben. Müller ist viel gelaufen und so weiter, war aktiv, derzeit, wo er da war, würde ich eine 3 geben. Coman würde ich auch nur eine, ja, auch zwischen 3 und 4. Er war bemüht, so wie auch im letzten Spiel gegen Frankfurt, aber ihm hat die Durchschlagskraft gefehlt. Er hat noch diese eine Chance gehabt, die er vom Pfosten gesetzt hat. Ja, den hat er nicht richtig getroffen gehabt. Mein Gott, passiert halt, ne? Hat mich aber nicht wirklich überzeugt. Goretzka fand ich stark. Fand ich nicht nur wegen dem Tor. Auch so hat er wieder geackert nach hinten, nach vorne. Will ich auch eine 2 geben. Natürlich ist vom Kimmich die 2 höher anzusehen, weil er einfach 90 Minuten gespielt hat. Tolisso. Erste Halbzeit okay. Zweite Halbzeit habe ich ihn irgendwie gefühlt gar nicht mehr gesehen. Würde ich halt auch so wie das Kollektiv zwischen 3 und 4 einordnen. Levi würde ich so ein bisschen besser einordnen, würde ich eine 3 sagen. Hat sich oft fallen lassen und so weiter, hat aber vorne nicht wirklich Bälle gekriegt, hat einen schweren Stand gehabt gestern. Martinez, der reinkam, ja, konnte es auch nicht wirklich beeinflussen, ja. Von daher auch so zwischen 3 und 4. Hat aber, glaube ich, noch die Vorlage für Kimmichs Tor gegeben, also war jetzt, ja, aber er konnte auch keine Stabilität mehr wirklich reinbringen. Weiß nicht, was da hinten ja, in der Innenverteidigung los war. Ich weiß nicht, ob der Alaba vielleicht, ich müsste mal nachgucken, ich weiß nicht, wer in Hoffenheim gespielt hat, ob es auch das Duo Alaba-Süle war. Dann können wir gleich mal gucken. Ja, vielleicht können die beiden einfach auch nicht so gut zusammen, weil sonst immer mit dem Boateng zusammen war der Alaba immer 1A, wenn man jetzt mal so die letzte Saison sieht. Weiß ich nicht, ob es vielleicht einfach auch daran liegt. Gnabry, ja, war für mich, ja, hat sich nahtlos eingefügt, ja, will ich sogar noch einen Tacken schlechter sehen, also hat sie wieder 2, 3 Mal nach hinten abgeschenkt, den Sprint. Costa hat sich auch nahtlos eingefügt für Coman. Also da war keiner herausragend. Das war alles irgendwie ein Brei. Gut, ich guck mal eben. Bei Hoffenheim, wer da gespielt hatte. Ne, da war es Alaba und Boateng. Also kann es daran auch nicht liegen, ja? Hätte ja sein können, dass, keine Ahnung, die Abstimmung einfach nicht so klappt zwischen Alaba und Süle, was weiß ich. Ansonsten ist natürlich alles gut gelaufen, ne? Können sich beschweren, können auch mal einen Blick auf die Tabelle schmeißen. Ja, Atletico hat gestern 3-2 gewonnen gegen Salzburg. Also wir sind voll im Soll und wir haken das einfach als Arbeitssieg ab und alles ist schön. Jetzt haben wir 2 Spiele gegen Salzburg. Bin ich gespannt. Ich denke, die werden ein bisschen offensiver spielen als Lok Moskau, was uns zugutekommen wird. Wir haben da gestern nicht wirklich... Obwohl, wir haben schon Mittel dagegen gefunden, wenn man jetzt an Tolisso denkt, diese beiden Bälle, die er quer rüber gespielt hat. Von daher vielleicht auch nochmal, erste Halbzeit war Tolisso echt stark, ne? Muss man auch mal sagen. Zweite Halbzeit war halt nichts mehr. Aber wie ich schon so oft sagte, wir dürfen das alle nicht überbewerten. Auch wenn der Müller sich hingestellt hat in der Pressekonferenz und hat gesagt, so, es spielt keine Rolle. Wir haben auch sonst immer Mittwoch, Samstag gespielt um die Jahreszeit. Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil da haben wir auch eine Vorbereitung gehabt von 6 Wochen im Sommer. Ja. Die haben wir halt einfach nicht gehabt und wir müssen einfach mit solchen Spielen leben. Wir müssen dann auch froh sein, wenn wir sie gewinnen. Das muss man ganz klar sagen und das haben wir gestern geschafft. Und von daher ist das alles tutti. Nichtsdestotrotz kann man da auch die kritischen Sachen ansprechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwie groß Sorgen mache. Wir werden es jetzt am Wochenende sehen, was der Akku sagt. Ich denke, es wird wieder durchgewechselt werden, was die Startformation angeht. Alles andere würde mich wundern. Mal eben gucken, wir spielen gegen Köln, ne? Ja, genau. Wir spielen gegen Köln. Könnte ein ähnliches Spiel werden wie Moskau. Ich glaube nicht, dass die Kölner da groß mitspielen wollen, nach vorne spielen wollen.
Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie uns. Ich weiß gar nicht, ist ja immer noch der Gistol-Trainer. Der kann das ja eigentlich auch nicht so, dass sie sich reinstellen. Von daher schauen wir mal. Danach haben wir dann Salzburg und Dortmund. Ja, das sind dann andere Kaliber, denke ich. Gerade was auch das Spiel nach vorne angeht. Mal schauen. So die letzten Spiele vor dem Moskau-Spiel, hätte ich jetzt gesagt, wird eine klare Nummer gegen Dortmund. Ja, man muss mal abwarten jetzt die nächsten 2 Spiele, ob wir uns wieder fangen. Oder ob einfach diese Unsicherheit, dieses Akku leer so drin bleibt. Man wird sehen. Wie gesagt, mein Fazit, vielleicht einfach mal den Alaba wieder als Linksverteidiger stellen, den Hernandez mal in der Mitte und dann halt einen Boateng oder Süle daneben. Das würde ich einfach mal gerne sehen, ob das besser läuft, weil, ja, wir waren schon sehr unsicher. Auch gegen Frankfurt, auch gegen Atletico hat man ab und wann schon so Unsicherheiten gesehen. Wir haben da ein bisschen Glück gehabt, dass das nicht zu Toren führte. Und dass wir halt vorne die Dinger frühzeitig gemacht haben. Von daher sind die Spiele dann relativ klar ausgegangen. Aber es kann ja nicht sein, dass wir mit so einfachen Mitteln wie gestern da irgendwie so unsicher sind. Weil, ja, also fußballerisch war das nicht wirklich was von Moskau. Die haben den Ball lang gehauen. Dann hatten mal einer vielleicht verlängert, dann haben sie ihn schnell nach außen gespielt und das war alles. Fußballerisch war das jetzt keine Offenbarung. Und dass wir dann so schwimmen, ja, war schon arg. Aber wie gesagt, wir können das eventuell, wir werden es am Wochenende sehen, eventuell können wir es halt einfach abhaken unter das Thema überspielt. Und ja, das ist meine Meinung, Leute. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen. Wenn ihr Fragen habt oder sonst was, könnt ihr auch immer da lassen. Werde ich dann im nächsten Video, die Fragen oder Kommentare aufgreifen und da nochmal was zu sagen. Weil so ist immer schwierig, dann da irgendwelche ellenlänge Texte in die Kommentare zu hauen. Von daher werde ich das so handhaben. Und ja, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Haut rein, bis zum Wochenende. Tschüssi.